Wachtwijzer, welkom zum Programm Wachtwijzer. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. En we hebben vandaag Manuel Tjela hier. Welkom Manuel. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und dass wir über ein sehr wichtiges Thema reden werden. So von der ja, über Evangelisation oder evangelisieren. Ja, und das meint doch die Botschaft wiederbringen. Oder was meint evangelisieren? Ja, zuallererst Dankeschön für die Einladung und Gottes Segen. Jesus, als der op de Welt kwam, der hat een sehr interessante Ort te evangeliseren. En ik wil dat woord vielleicht een beetje andere wel op Jüngerschaft. Hij verzamelt vielleicht nicht viele Menschen, um einfach bloß die Hoffnung zu verkündigen, sondern von Anfang an, als hij zijn Wort anfängt, versucht hij Menschen te vinden, wat bereid worden zijn, alles leiden te laten, alles tag te laten en alles te geven voor armen, voor het Rijk Gottes. En dat is wat ook hij, als hij dan im Himmel voer, en wie Matthäus 28, 19 lezen, dan einfach auf hij entet, dat ze opgaan, ja. Geht hin, gut hin en merkt te gingen. Merkt te nafallen. Ja. Als hij im Himmel voer, dan gaf hij de gingen, dat ze opgaan, merkt te gingen, alle Völker, ja. En dat bedient einfach Personen, wat am nafallen deuten, wat tagloten deuten, wat zij hadden, en de mensen de Hoffnung vertalen, de Vrijboodschap. So, wenn du von Jena redest, Jena merken, da hat dat zit het de 12 Jena, nicht? Oder am te zien Jena zit het dat zij dat zullen, nicht? Die had je onderscheid, nicht? Die waren al Jena gemerkt worden. Ja. Ja. So, Jesus had eigentlich veel geleefd, waar man dat tijd bestemmt. Ja, genau. Da wir in die Rategruppe, de Jena, wir maar ich het 11 te laat, en ook nog een schön frühs. En wenn wir die Geschichte durchlesen, das ist in Lukas zum Beispiel, Lukas 9, Lukas 10, als hij de Jena dort uitbeelde, dan laat hij eindelijk ruhig, scheidt eindelijk ruhig zelfs uit. Weet niet of dat recht wordt zijn am Ende over te laten. Aber ja, hij scheidt eindelijk uit. Is einmal de 12, sagt dat in Lukas 9 en ook in de 72. Einfach, hij gaf den Macht und sagt, Gott han verkündigt das Evangelium und die worden viele Dinge erleben. Und wenn sie dann terugkomen, dan dat hij deze Sache mit ihnen uitweten en dat Evangelium, wat zij leefden, dat wir leven nicht. Dat wir nicht een langweiliges Evangelium, dat wir nicht ein Evangelium, wat einfach bloß von hier der Konsul gepredigt wordt, sondern dat wir ein Evangelium, wat beim Gone verkündigt wordt. Während dem Gone, deze 3 Jahre, wat hij met zijn Jünger weer, während dem Gone lebt hij en tot ver dagen nach. Ja. So, wenn er dann Schwierigkeiten wäre, wenn er Frau wäre, dann können sie immer kurz diese Sache uittuschen. Und sie haben im Alltäglichen die Chance, die Gelegenheit, zu sein, ja, was Jesus tut. In jeder Situation, ja, dass wir leben das Evangelium. Sí. So, dat is interessant, want van de Jünger machen reeds, weil dat damals, nicht? Das ist die verleiten alles. Ja. Und die gingen Jesus einfach nur. Ja. Und die waren mit dem taub, nicht? Als waren die eine Schule waren mit dem taub, nicht? Ja. Und dann, als waren wir dann fertig von der ersten Tag, mit dem Prinzip, wir leren veel met dem Kopf, leren uns viel, vielleicht später an Lehrer und allerhand, und das bestimmt auch aller Geld, aber das ist wieder interessant, weil Menschen verändert wurden, wenn die einfach auch nicht bloß das weiter wieder kriegen, sondern auch das Leben sein, nicht? Und dann Jesus schreibt dann praktizieren bitte. Ja, ja. Sehr interessant. In diesem Fall, ich würde das Beispiel mal nehmen, wenn ich mit den Kindern, mit unseren Kindern, wenn ich den Ertrag oder beim Ertrag, so das kostet mir Jahre, ja. Und das ist ein Lebensabgabe, was über viele Jahre geht, und das heißt, das ist was danach stattfindet, ja. Der einfach Leben lernen. Und das ist ich hätte auch die Abgabe,
wat Jezus de hinja leut, ja. En hij zei dan in Apostelgeschichte 1:8, je wordt hem Heiligen Geest gekregen en je wordt macht han, nee. En als hem Heiligen Geest gekregen, dan verstonden zij wat Jezus gesagt hat, aber dann, wie wollte Stückwerk, würde ich mal sagen. Ja. Ob so sie vorher noch auch nicht perfekt wäre, aber dann verstanden sie besser, was Jesus gemeint hat mit Jüngermerken und diese frisch bekehrte Menschen taufen und dann lehren. Ja. Und das Lehren ist ein Prozess, das ist ein Kind ertragt. Ja. Das kostet Jahre. Das ist du sein in Gelde, in Schwandertiden. Und das kann ich nicht verlangen, dass das ein Gemeindeleiter zum Beispiel einfach jetzt in der ganzen Gemeinde danach begleitet. Das hat jeder Christ, jeder niegeborene Christ, jeder Christ, der den Heiligen Geist hat, erst zu berufen, Jünger zu merken. Ja? Dass das Reich Gottes wissen kann in der Person, dass sie lehren, was ist diese Beziehung mit Christus in Gelde, auch in Schwandertiden, und dass Christus uns lebender Vater ist, und er ist immer durch. Ja? Und wenn wir dort eine Stunde den Weg gehen, dann lieben wir das nicht. Ne? Sondern wir brauchen wem, was uns begleitet. Und dann können wir auch wem begleiten und lehren, wie man mit Christus gehen kann. So, wie ist das im praktischen Leben? Ich meine, wir haben ja alle unsere Arbeitsstätte, wir haben alle unsere Städte, wo wir sind. Wenn du mit wem begleitet ist, Jünger merken das. Ja? Wie ist das dann? So, das ist hier eine Sache, die vielleicht viel interessanter hier ist. Das ist interessant, das ist eine lebende Sache, wem begleitet man erlebt ja vielleicht, wenn eine Person Jesus kennenlernt, in Wahrheit geboren wird, und dann fängt der Prozess an. Ja? Krijgt es mit einem Kind, das meint eten leren, das meint gehen leren, reden leren, und einfach denken leren und vertrauen leren. Ja? Diese Vater-Sohn-Beziehung, wenn ich das Beispiel nehmen darf, das ist eine Beziehung, die abgebildet wird, die Jahre geht, und das ist beim Begleiten. Ja? Man kann nicht, also ich sehe, man kann das nicht tun, wenn man das eine Stunde weg kommt, und das Kind kommt, das Niegeborene kommt und heute eine Stunde weg das funktioniert nicht, sondern das ist ein Prozess, was über Jahre geht, und diese Person lernt man dann dahin gehen, wenn man mit Christus geht. Ja? Ob so diese Person auch, wenn der Heiligen Geist hat, nie geboren ist, im Heiligen Geist hat, dann sagt die Bibel auch, dann wird der Heilige Geist auch lehren. Ja? Der Heilige Geist lehrt uns, der lehrt dem Frischgeborenen, und der lehrt Vertrauen, ja? Ob das so stammt, ab dem Heiligen Geist, und wer das ist. Ja? So, wenn du einen Jünger merkst, dann spendest du Zeit mit ihm. Ja. Dus dat is een ruimte meer als een stunde weg, omdat hij leren kan. Jeder Person ist hier mit verschieden. Das hat ja vielleicht immer zu tun bei der Vergangenheit von der Person, bei der Kindheit aus von klein vielleicht, dass die Person vielleicht einmal von Christus gehört hat, oder vielleicht auch religiös ertragen geworden ist. Davon ist bei jeder Person verschieden. Ja? Und wir haben aber viele Menschen, alle Wege, die noch nie von Christus gehört haben, oder vielleicht ein religiöses Denken haben über Christus. Und dort ist einfach praktisch ganz von Null anfangen zu gehen und zu lernen, ab Christus zu vertrauen. Ja. So, wir fangen mit Evangelisation an, dann redest du von Jüngerschaft. So, bedeutet das für die, wenn du evangelisieren ist, dass die mehr wichtig ist als bloß nur dass sich bekehrt oder dass Christus annimmt, sondern die Jünger merken das aus dem Lehren. Ja. Jüdisch sagt, lehret sie halten, alles was ich euch befohlen habe. Lehrt und alles dort anhören, was ich für Jünt gelehrt habe. Nicht? Ja. En das leren, dat braucht Vertrauen. Ja? Erstmal mit dieser Person, krijgt es ein Kind, da muss ich Vertrauen lernen an mir. Da was ich am sei, und da was ich verlebe, dass er mir das glauben kann. Ja? Das heißt auch, der Heilige Geist
wat deze persoon ook zijn vrede geven. En die wordt mooi hier als wat onder het, ja. En die wordt erkenntnis krijgen. En die wordt während des Gone einfach leren dat Christus werkelijk der Retter ist, ja. Sein Heiland ist. En dat de Christus als die wordt aanvaardelijk gelegd. En wat alles geeft heeft voor hem, ja. Wat niet zijn leibliche Eltern nicht hand, wat ik, wanneer ik de persoon begeleid, ook niet kon. Ik ben niet perfect, ik maak Fehler. En ik wil während dem Begleiten ook Fehler merken. En dan moet ik während dem Begleiten einfach leren, sei, mal, Christus als den moet we allemaal op je kennen. Ja. Wie verzet je een voorbeeld te zijn, wie verzet je het hebt te doen. We zijn aber nicht perfect. Maar we zijn niet perfect. Ja. En dit vertrouwen leren, omdat het vertrouwen hebben dat Christus werkelijk de einzige levende Vader is, wat perfect is en alles gegeven heeft, dat hij kon het eeuwige leven hebben. So, wenn du nu an unsere Zeit denkst, und du sind vielleicht sehr viele Christen manche oder die meisten, wenn die nu das Herrschen und vielleicht sich das Bad nicht gewirkt haben, was willst du mitmachen? Oder was willst du sagen? Was geht man los? Einfach Menschen, dort, was sie erlebt haben, als sie Christus angenommen als Retter, die meisten haben dann bestimmt, was erlebt, sie haben gemerkt, ich bin mit einmal frei. Ja. Mein Leben merkt mit einmal sein. Ja. Und viele, dadurch, dass sie diese Begleitung nicht gekriegt haben, selbst vielleicht niemals für begleitet haben, stofft es viel vielleicht langsam auf. Ja. Und du merkst, mit prüft das. Wir brauchen geistliche Väter, wir brauchen geistliche Eltern, wat in de Gesellschaft dessen Zeit nehmen, in dem nächsten halbe Christus zu finden, dem nächsten Wiese Christus zu finden. Das heißt, dat kan de Gemeindeleider, de Prediger, oder wer immer das dann noch ist, das geht nicht. Wenn sie braucht Zeit, das braucht viel Zeit, und wenn wir 2, 3 begleiten, dann ist das auch eine große Zeit von unserem Alltag. Ja. Ja. En hier zijn viele Personen, die haben eine Arbeitsstelle, die sind vielleicht sogar Chef. En de mensen kijken, ja. En dat kijken, die Wandel redt, ja. En ja, einfach wiese Leute, wanneer ik Chef zie, zien, aber wanneer ik berde, dat Christus mijn persoonlijke wiese deed, wat darstig zijn. Erstens mal soll ich vor allem ein Vorbild sein, was Christus für mich getan hat. Und zweitens, was Christus mir wiese, wer wirklich up ist. Viele Menschen sind nicht up. Viele Menschen, die möchten aber in das Leben wieder leben. Ja. Aber es sind Personen, die sehen je. Ja. Und die haben jetzt, was die wiese wert ist. Und die wollen ihnen diese Personen wiese. Und haben nicht Angst, gar diese Personen wiesen, wer Christus ist. En breng dem Leute durch den Wandel eine Umarmung, Völker krijgt de tijd vielleicht als Tischwort, wo immer, ja. En dadurch wirst du mit einmal wissen, dass Christus Leben, uitleven, Leben bringt. Du wirst mit einmal sagen, die Glaube merkt sein, en die wordt vrede merken om hem te begeleiden. Dat wordt voor die niet een los zijn. Ja. Dat wordt niet, nu alvara zal ik alvara gaan, nu zal ik alvara voor hem tijd gaan, alvara vielleicht wem begleiten, vielleicht in einem Krankenhaus, vielleicht sogar in einem Rechter, Probleme in der Familie, sondern man muss mit einmal, das merkt Frieden, das ist ein Frieden, und man wird wieder, was Christus mir gegeben hat. Ja. Weil unsere Zeit ist leider zu eng. Ich glaube, man hat uns ganz klar, ich möchte gemerkt, wenn du frei geworden bist, wenn Christus die frei gemerkt hat, dann rede davon. En Frau einfach, dass Gott die wies, welche Personen die du von anderen siehst, und welche Personen die dann auch wieder begleitet siehst, nicht? Das zu merken, weil ich die recht verstanden habe. Ja, ja. So, danke schön, dass du dabei warst. Dann vielen Dank, Manuel. Dankeschön. Dann beim nächsten Mal im Programm Wachwiese.